Das ist der Movie Guru. Ich stehe hier gerade beim Kino Plus Cinema Abaton. Ich habe gerade im IMAX den neuen Film «Michael» gesehen, eine Musikbiografie. Ich bin in der zweiten Reihe vorne gehockt, also wirklich vorne, um ein bisschen das Feeling mitzubekommen. Und die Bässe sind unglaublich bei diesem Film, extrem stark. Da wummt's. Also da ist wirklich voll, ist man voll dabei und hat irgendwie das Gefühl, man ist wieder richtig in die Leinwand hineingezogen. Die Musik von Michael Jackson trägt natürlich ihres dazu bei, klar. Jetzt vorweg muss man schicken, klar, vorausschicken, der Michael Jackson ist eine unumstrittene Figur. Wer den mutmaßlichen Kinderschänder nicht auf der Leinwand sehen oder das Gefühl hat, er sieht nur das, der muss schon gar nicht ins Kino gehen. Wer aber sich wagt, ein Ticket kauft und den Film anschaut, der wird mit einem Streifen belohnt, der sich wirklich lohnt. Der Film ist clever gemacht, hat das Drehbuch von John Logan, wo eigentlich ganz wichtige Elemente von Michael Jackson im Leben rauspickt. Der Film fängt in den 60er Jahren an. Der Michael Jackson ist ein kleiner Bub. Und eigentlich ist es die Geschichte von einem Bub, der nie erwachsen werden will. Also à la Peter Pan. Und dann sich auch in die Neverland flüchtet, in das Fantasy-Reich mit den Lost Boys. Und natürlich, wenn man das sieht auf der Leinwand, dann erinnert einem das natürlich an die spätere Geschichte von Michael Jackson, all die Skandale, die zum Vorschein gekommen sind. Es hat auch Szenen drin, wie der Michael Jackson zum Beispiel eine Mutter mit ihrem Kind kennenlernt. Und es wird einfach angedeutet, was alles möglich wäre. Und es wird aber nicht irgendwie verurteilt, es wird einfach gezeigt. Und es ist eigentlich eine Geschichte, eine Aufsteigergeschichte natürlich. Klar, 60er Jahre, Jackson 5, dann Motown Records, dann weiter, Quincy Jones, John Branca und so weiter. Das sind alles Stationen, die abgehakt werden. Aber im Grunde genommen ist Michael die Geschichte von einem Bub, der nie erwachsen werden und sich von seinem übermächtigen, fordernden, dominanten Vater hat lösen und es eigentlich nie hat können. Und das ist eigentlich das Spannendste am Ganzen, weil eigentlich die Rettung wäre, wenn er ja erwachsen geworden wäre, hätte er mit seinem Vater auf Augenhöhe können reden. Und offenbar ist das nicht möglich gewesen, so wird es jedenfalls in diesem Film gezeigt, dass er es nie geschafft hat, sich von ihm zu lösen. Und das ist sicher auch etwas, was ihn sicher geprägt hat. Der Film ist exzellent besetzt. Also der Michael Jackson ist sowohl als Kind, aber auch dann als Twin total glaubwürdig. 2 Rollen werden von besonders prominenten Leuten gespielt. Das eine ist der Mike Myers, Austin Powers. Und das andere ist der Miles Teller, auch ein toller Schauspieler. Sie werden sehr gut eingesetzt in ihren Rollen, hat mir sehr gut gefallen. Man sieht auch, was der Michael Jackson für die schwarze Popmusik gemacht hat. Ich sage nur MTV, da gibt es eine ganz tolle Szene. Man sieht auch eben, wie er natürlich den Fanrummel, also alle Leute, die heutzutage unbedingt berühmt sein wollen. Berühmt sein ist manchmal gar nicht das so erstrebenswert, wie es alle denken. Manchmal ist die Anonymität schön. Und also ich müsste keine kreischende Fans haben, die da weiss ich nicht was mich auf Schritt und Tritt begleitet. Der Effekt von Michael Jackson in seiner Musik, Songs, die er nicht schreiben lassen hat oft, sondern oft auch selber geschrieben hat. Also das ist sensationell inszeniert von Antoine Fuqua. Er hat ja auch schon tolle Filme wie Training Day und so gemacht, auch ein fähiger Regisseur. Also in der Hand von Antoine Fuqua und dem John Logan, also der Drehbuchautor, ist Michael sicher einer der besten Musikfilme. Aber es bleibt ein Musikfilm, so wie Bohemian Rhapsody oder Walk the Line, was wir alles auch schon hatten. Es ist ein Musikfilm und gerade Michael Jackson-Fans, die wissen schon alles. Andere Leute, die werden das Erlebnis haben, vielleicht bei der einen oder anderen Szene ein bisschen aufwachen. Es ist ja nicht ganz üblich, dass sich ein Künstler bei aller künstlerischen Freiheit eine halbe Zodenheit zutut. Es ist auch nicht üblich, dass ein Künstler gewisse Mödeli hat, die vielleicht auch nicht jeder gemagert hat. Ich will nicht zu viel verraten. Aber es ist schon noch spannend. Auch die Liebe findet bei Michael Jackson nicht statt, ausser die Liebe zu den Tieren und zu den Kindern. Ich wollte jetzt das nicht weiter kommentieren, aber es gibt nicht irgendwie ein romantisches Techtelmechtel oder er singt auch nicht gross über Liebe, die er erlebt hat. Zum Beispiel ganz anders als ABBA, wo ja eine ganze Beziehungsgeschichte, also vom Verlieben übers Ehe hoch bis hin zu nach der Ehe, nach der Trennung besingt. Also das sind ganz andere Themen, wo der Michael Jackson singt über eine bessere Welt und. Und das ist stark. Wenn man den Film sieht, sieht man vielleicht auch ein bisschen besser, warum. Und es ist vielleicht auch ein bisschen die Reise in den Seelencanyon von einem Künstler,
aber auch natürlich, was nachher aufgedeckt worden ist. Also für ein Opfer von seinen Gräueltaten, wenn das wirklich stimmt, ist es sicher schwierig, so einen Film zu sehen. Und es ist auch kein Wunder, dass jetzt quasi zu diesem Zeitpunkt neue Klagen auftauchen. Weil natürlich der Michael wird auch bis zu einem Stück weit da rein als Opfer dargestellt. Und klar, das können natürlich Leute, die ihn vorverurteilen oder verurteilen, schon gar nicht sehen. Ich bleibe aber dabei, es ist starkes Kino und der Film lohnt sich vor allem auf der Grossleinwand vom Kino und mit einer guten Soundanlage. Also dem Operateur sagen, er soll dann die Tonspur ein bisschen aufdrehen, weil der Film ist wirklich stark und zieht einem rein. So soll doch Kino sein. Diskussionen anregen und die Geschichte geht weiter. Ganz spannend finde ich den letzten Song, den der Michael Jackson singt. Auch da wollte ich nicht sagen, welchen, aber ist sehr clever überlegt, diesen Song eben als letztes vor dem Abspann wirken zu lassen. So viel von der Kinofront. Viel Spass im Kino und gute Zeit. Ade miteinander.